Als Pastor macht man sich natürlich immer wieder mal Gedanken zu der Predigt, also zu der Verkündigung ganz allgemein. Und etwas von dem, was mich immer wieder mal beschäftigt, ist die heutzutagige Konzentrationsspannung. Und meine Meinung ist, die ist ganz sicher keine 30 Minuten mehr. Sind wir einverstanden? Schon, gell? He? Wenigstens jemand ist ehrlich, gell? Weisst du, ich sehe eure Gesichter während der Predigt. Nein. Ich behaupte jetzt mal aus persönlicher Erfahrung, 30 Minuten sitzen und hören ist anstrengend für ganz, ganz viele Menschen in der heutigen Zeit. Interessanterweise, je jünger, je schwieriger. Und dann könnte man sich natürlich schon die Frage stellen, okay, wieso machen wir denn das? Wieso tun wir es dann nicht ändern oder anpassen oder komplett ummodellieren, die Verkündigung am Sonntagmorgen? Und ich beschäftige mich mit diesen Gedanken und überlege mir schon, hey, wie kann man effektiv kommunizieren? Wie kann ich meinen Dienst so gestalten, dass euch dient ist? Ist ja ein grosser Fokus von meiner Arbeit und von meiner Zeit, euch zu dienen, dass ihr dürft aus dem Wort Gottes lernen, dass ihr könnt von Gott hören und lernen. Also wie soll das gehen? Wie machen wir das am Sonntagmorgen? Und ich würde nicht weggehen von der Verkündigung am Sonntagmorgen. Auch wenn 30 Minuten lang ist. Und das ist ja nur, wenn ich predige, oder? Wenn Sabrina predigt, dann ist es ja schon 40 Minuten gefühlt, eine Stunde, oder? Also, das ist natürlich dann noch... Stimmt's nicht? Ah, okay. Wir haben das Problem herausgefunden. Ja, genau. Wir haben das Problem herausgefunden. Ich bin das Problem. Yeah. Jetzt macht vieles Sinn. Genau. Nein, der Witz übrigens einfach am Rande. Ich schätze es mega fest, mit der Sabrina Kirche zu bauen. Es ist eine Ehre, mit ihr zusammen Kirche zu bauen. Sie ist eine geniale Verkündigerin. Und es ist, ich weiss gar nicht, ob ihr das checkt, was für ein Privileg das ist, dass wir dürfen, von der Sabrina immer wieder Predigten hören. Also von dem her sind dankbar für alle die ganzen 40 Minuten, die ihr bekommt, wenn Sabrina predigt. Genau, aber einweg, oder? Ich habe schon die Spannung. Einerseits, wie lange mögt ihr zulassen? Wie kann ich effektiv kommunizieren? Und eigentlich ist 30 Minuten zu lang. Aber ich würde nicht wollen, von dem weggehen und das anders machen, weil ich glaube, während dieser Zeit ist der Heilige Geist am Wirken und Gott redet und er schafft. Und sind wir mal ehrlich, wenn sonst nehmen wir uns in der Woche mal eine halbe Stunde Zeit, zum einfach sitzen und hören und nicht alle anderen Sachen machen. Und darum glaube ich, dass Verkündigung am Sonntagmorgen extrem wichtig und relevant ist. Nicht wichtiger oder weniger wichtig als Lobpreis, aber speziell wichtig, weil dann der Heilige Geist kann zu euch persönlich reden. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht die ganze Predigt, jeden Punkt dann genau versteht und die ganze Zeit mögt hören, glaube ich doch, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Und auch heute am Morgen wird er reden zu jedem Einzelnen von uns und auf seine Art und Weise mit unseren Herzen Verbindung aufnehmen und das bringen, was er kann und will sagen heute am Morgen. Darum glaube ich, Verkündigung ist mega wichtig. Aber ich habe trotzdem gefunden, ich probiere heute am Morgen mal ein TikTok-Fenster aus. TikTok kennt ihr, oder? Das ist das Ding, das man so macht die ganze Zeit. Und wo möglichst schnell, möglichst prägnant, ganz auf den Punkt muss die Information überkommen. Wenn du es nicht schaffst, in den ersten 3 Sekunden Aufmerksamkeit zu erlangen, dann bist du weg, oder? Bist du nicht mehr da. Und darum habe ich gefunden, ich gebe euch am Anfang von meiner Predigt TikTok-Variante von der Predigt. 30 Sekunden Zusammenfassung, um was es geht. Dass alle mitbekommen haben, um was es geht. Und für die es dann gerne ein bisschen länger haben und ausführlicher, für die ist der Rest der Predigt. Aber für alle jungen Menschen und für die nicht so die längste Aufmerksamkeitsspanne haben, das TikTok-Fenster für dich. 30 Sekunden, um was es heute am Morgen geht. Okay. Gottes Reden bestätigt sich in der Retroperspektive. Reden Gottes ist normal. Sein Schweigen nicht.
Decken müssen weg. Das war die Zusammenfassung für dich von der heutigen Predigt. 20 Sekunden, come on! Die Chance wäre gross, dass ich nicht weggeswiped worden wäre, oder? Meine Hoffnung ist, dass ihr dürft jetzt, für die länger zuhören, für die TikTok-Variante doch ein bisschen zu knapp war, dürfen wir jetzt einfach nach dem Gebet einsteigen und uns mit der Frage beschäftigen, wie Gottes Reden in unserem Leben, in unserer Zeit funktioniert. Okay, ich möchte beten und dann steigen wir ein. Heiliger Geist, ich möchte dich ganz persönlich und bewusst einladen in den heutigen Morgen. Komm du und red du zu unseren Herzen. Wir möchten heute hören von dir. Wir möchten uns Zeit nehmen, bewusst für dich. Es ist heilige Zeit, es ist abgesonderte Zeit. Es ist für dich hergegebene Zeit, wo wir möchten einfach dir auch jetzt sagen, red du. Wir brauchen dein Reden, wir sind angewiesen und wir leben von deinem Wort. Und wir möchten gerne uns auf dich fokussieren. So bitte ich dich jetzt auch, Heiliger Geist, dass du übersetzt, dass du meine Worte brauchst, dass du jetzt einfach wirkst mit allem, was ist an diesem heutigen Morgen und dass du uns dein Wort auftust und dass wir dürfen hören von dir am Morgen. Amen. Amen. Es gibt das eine Lied von der Sabrina Höhn, das Lied heisst Atem von Gott. Und da gibt es die eine Line in diesem Lied, die ich so genial finde und heute Morgen wie über das Reden Gottes als generelles Statement möchte ich stellen. Und sie schreibt in ihrem Lied, du redest zu uns, so leislich und so laut zugleich. Ich finde, das fasst die Spannung vom Reden Gottes einfach so mega gut in einer Aussage. Du redest zu uns, so leislich und so laut zugleich. Und ich möchte heute Morgen einfach mehr in den Gedanken hineingehen und einfach probieren herauszufinden miteinander, wie redet Gott dann so leislich und so laut zugleich zu uns allen. Und da möchten wir jetzt gerade in die erste Bibelstelle hineingehen, im 2. Korinther 2, Vers 12 bis 13. Dort schreibt der Paulus aus seiner Perspektive, ich war nach Troas gegangen, um das Evangelium von Christus zu verkünden und der Herr hatte mir eine Türe für seine Botschaft geöffnet. Trotzdem fand ich innerlich, wörtlich ist dort übersetzt in meinem Geist, also irgendwie in ihm drin innen, keine Ruhe, weil ich meinen Bruder und Mitarbeiter Titus nicht antraf, der mir Nachricht von euch bringen sollte. Daher verabschiedete ich mich von den Geschwistern und reiste nach Mazedonien weiter, in der Hoffnung, ihn dort zu finden. Der Paulus beschreibt die innere Stimme mit der Unruhe, mit irgendetwas in mir drinnen, in meinem Geist, ist nicht im Frieden gewesen. Und über diese Stimme, über das innere Reden Gottes in uns drinnen, möchte ich heute Morgen reden und das probieren, ein bisschen klarer zu machen, auf dass wir alle dürfen einfach besser werden, im Stimme Gottes hören in unserem Leben drinnen. Und dort kommen wir gerade zu der ersten TikTok-Line. Gottes Reden bestätigt sich in der Retroperspektive. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wenn Gott redet, ist alles klar, oder? Das ist mega deutlich und klar und verständlich für jeden, oder? So, Apostelgeschichte 10, Vers 19 bis 20 ist so ein gutes Beispiel vom Reden Gottes, wenn man in der Bibel liest. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte. Petrus, vor dem Haus sind 3 Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Badabum, badabing, badabang, oder? Ganz klar, einfach, simpel, Gott redet und dann ist es so, oder? Und wir haben häufig das Gefühl, das ist, wie Gott redet, oder? Quasi, es tut sich der Himmel auf und dann kommt eine Stimme von oben und sagt uns genau, wie es zu laufen hat und was jetzt dann gerade wird passieren. Und wir sind dann wie Marionetten, die einfach ausführen, was er schon beschlossen und gesagt und geredet hat, oder? Manchmal haben wir das Gefühl, das Reden Gottes ist so. Und auch wenn wir erzählen, wie Gott in unserem Leben geredet hat, dann brauchen wir ja so Sätze, um das zu beschreiben, oder? Wir sagen dann ja, Gott hat mir gesagt. Und dann hören das andere Menschen und denken, wow, Gott hat mit ihm geredet, okay, also, aber das ist ja dann nicht gewesen, als hat sich der Himmel aufgetan und hat die Stimme Gottes vom Himmel oben runter zu uns direkt geredet, unmissverständlich, 100% klar,
Micha, mach das und das. Geh jetzt runter und die Türe und dort sind 3 Menschen und dann kannst du mit denen irgendwo hergehen. Aber in der Retroperspektive, im Nachhinein, ist es dann so klar, dass wir Wörter brauchen zum Beschreiben und sagen, hey, Gott hat mir gesagt, aber im Moment vom Reden ist es nicht immer so mega klar. Gottes Reden ist nicht immer 100% deutlich und klar. Es ist eben die Stimme in unserem Geist drinnen, wo er mit uns eine Konversation hat. Manchmal ist die Konversation sogar einfach zu übersehen oder zu verpassen. Und wir verpassen es, wenn Gott zu uns redet, aber es ist nicht immer so mega klar. Zum Beispiel Apostelgeschichte 20, Vers 22 beschreibt der Paulus, wie er vom Reden Gottes gehört. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Da gibt es verschiedene Übersetzungen, die man könnte brauchen, oder? Von Gottes Geist oder in meinem Innersten dazu gedrängt, als wäre ich bereits ein Gefangener, also wörtlich in meinem Geist gebunden, gefangen. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Der Paulus beschreibt die innere Stimme, die ihn irgendwie drängt, nach Jerusalem zu gehen. Es ist nicht eine klipp und klare Botschaft. Es ist nicht 100% deutlich, was der Heilige Geist dann genau will oder was dann wird passieren oder was jetzt wirklich genau die Botschaft von Gottes Geist ist in ihm drin. Aber er merkt und er spürt, da ist die Stimme Gottes. Da redet es in mir drin und ich muss irgendwie nach Jerusalem gehen. In der Retroperspektive, im Nachhinein, nachdem dass er nach Jerusalem gegangen ist, wissen wir genau, wieso dass Gott geredet hat und wie Gott genau geredet hat. Er wollte, dass der Paulus nach Jerusalem geht, auf das er in Rom endet. Dass die Botschaft von Jesus ins Zentrum, ins Epizentrum von der damaligen Kultur, am Fokuspunkt von der Welt in Rom endet. Das war das Reden Gottes. Und im Nachhinein ist es mega deutlich geworden. Aber im Vorhinein ist es manchmal die Ungewissheit, die Unklarheit. Reden Gottes ist nicht immer so klar, wie wir manchmal das Gefühl haben, dass es klar müsste sein oder klar wäre. Und ich möchte das sagen als Ermutigung für alle von euch, die nicht das Gefühl haben, dass Gott mega deutlich und regelmäßig zu euch redet. Vielleicht ist das auch, weil wenn du von anderen Menschen hörst, wie sie über das Reden Gottes reden, hast du das Gefühl, das muss ja eine mega klare Sache sein, oder? Ich meine, er erzählt und die erzählt und er hat gesagt, oder? Und Gott hat geredet und ja, klar, oder? Und die Geschichten sind immer klar im Nachhinein. Im Moment vom Reden Gottes kann es gut sein, dass es nicht so mega klar ist. Es gibt Prozent, verstehst du, von der Deutlichkeit. Es gibt so Botschaften, da bist du dir sicher, das ist Reden Gottes. Da weisst du, hey, jetzt hat Gott etwas gesagt, jetzt hat er etwas aufgedeckt. Aber manchmal ist es so ein 50-50, weißt du? Das gibt es auch. Dass die Stimme in meinem Inneren nicht mega deutlich, nicht mega klar ist oder meine Ohren nicht genug scharf sind, um genau zu verstehen, was er jetzt gesagt hat. So leislich und so laut zugleich. Manchmal ist es leislich, dass ich es genau verstehe, aber gleich laut, dass ich höre, hey, da ist etwas am Klopfen und am Tun und er will, dass ich irgendetwas mache. Das ist mein erster Punkt. Gottes Reden bestätigt sich in der Retroperspektive. Also alle von euch, die herausgefordert sind mit dem Thema von Gottes Reden, ich möchte euch ermutigen, probiert es einfach mal aus. In der Retroperspektive lernen wir am besten, was Reden Gottes war und was nicht. Das heisst aber auch, geht nicht um und wenn ihr noch nicht ganz sicher sind, sagt, der Herr hat gesagt und das says the Lord und all die Phrasen, die man vorher sagt, bevor man ein prophetisches Wort wiedergibt, macht das nicht. Sondern sagen, hey, ich glaube, Gott hat mir etwas gesagt. Und dann könnt ihr das entdecken und anwenden. Und der zweite TikTok-Punkt war, Reden Gottes ist normal, sein Schweigen nicht. Im Amos 8, Vers 11 bis 12 lesen wir ganz eine spannende Bibelstelle. Dort sagt der Amos im Auftrag Gottes, ich Gott, der Herr, sage euch, es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot. Und wir müssen verstehen, Hungersnoten sind Ausnahmesituationen. Das ist nicht der Normalfall. Hungersnoten ist, wenn etwas Schlimmes am Passieren ist. Das ist nicht der normale Alltag. Und jetzt geht er weiter und erklärt, was die Hungersnot dann genau ist. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen. Nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehnen.
Dann irren die Menschen ruhelos durchs Land, vom Toten Meer bis zum Mittelmeer, vom Norden bis zum Osten. Doch ihre Suche wird vergeblich sein. Ich, der Herr, antworte ihnen nicht. Also der Amos beschreibt die Strafe Gottes, dass die Abwesenheit vom Reden Gottes als abnormal. Gott ist ein Gott, der mit dir und mir will reden. Das entspricht seiner Natur. Er liebt Menschen von ganzem Herzen. Er möchte Beziehung leben mit jedem einzelnen Mensch. Und hey, wir alle wissen, Kommunikation ist Schlüssel jeder Beziehung. Und darum ist es normal, dass Gott will mit dir und mir reden. Persönlich, individuell, intim, täglich, konstant ist es Gottes Wille, zu reden mit uns. Und sein Schweigen ist abnormal. Das ist nicht der Normalzustand. Also wir müssen unser Denken dort vielleicht ein gewisses Maß kehren und neu verstehen, es ist nicht abnormal, dass Gott mir etwas gesagt hat, sondern wenn Gott nicht redet, wenn er nichts sagt, dann ist etwas komisch, dann ist Hungersnot, dann ist Ausnahmezustand. Normal ist, dass Gott mit dir und mir will reden. Stellt sich jetzt natürlich dann die Frage, okay, wieso, wenn das normal ist, dass Gott redet, wieso kann es dann sein, dass wir Gottes Reden nicht immer so mega deutlich hören und merken, wenn er mit uns redet? Und ich glaube, es gibt in unserem Leben so wie Decken. Es gibt so Decken in unserem Leben. Ich möchte euch schnell zeigen, was ich meine mit dem. Hat ich noch viel mehr. Jeder schon, oder? Je mehr Decken über mir drüber sind, desto schlechter kommt meine Botschaft zu dir. Und ich glaube, das ist ein Bild, wo für unser Leben spricht. Es gibt wie so Decken in unserem Leben drin, wo das Reden Gottes wie dämpfen oder schwierig machen für uns zum Hören. Ich möchte mit euch so ein paar Decken anschauen, wo wir vielleicht in unserem Leben drin haben. Die Gründe, wieso, dass wir das Reden Gottes nicht täglich hören, wie es eigentlich normal sollte sein. Wieso manchmal so schwierig ist für uns, zum hören, wenn Gott mit uns will reden, wenn er uns etwas will sagen, ist, weil wir so Decken haben in unserem Leben. Und ich möchte 5 Decken mit euch anschauen, was es kann sein, dass wir das Reden Gottes manchmal nicht so hören. Die erste Decke ist falsche Überzeugungen. Wenn wir Schlüsse gezogen haben, mit einer Sicherheit an die Sachen herangehen und meinen zu wissen, genau zu verstehen, wie Gott ist und wie er funktioniert und was er tut und nicht tut. Im Johannes 16, Vers 3 sagt Jesus etwas Spannendes über die Pharisäer. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Jesus beschreibt da Menschen, die das Gefühl haben, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie andere Menschen töten. Und Jesus macht deutlich, die Menschen, die verstehen es nicht, die kennen weder den Vater noch mich. Er redet da natürlich über die Pharisäer. Ich muss euch ganz ehrlich etwas gestehen. Ich habe letztens angefangen, The Chosen zu schauen. Wer kennt The Chosen? Einige. Es ist eine Serie, die läuft auf Netflix. Die könnt ihr auf Netflix schauen. Eine Serie über Jesus und sein Leben. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe nicht geglaubt, mir nicht vorstellen und nicht gedacht, dass es wirklich einen Film oder eine TV-Serie gibt über Jesus, den ich spannend finde. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich habe nicht gedacht, es gibt keine guten Jesus-Filme. Das war meine Überzeugung. Ich habe genug gesehen von denen, um zu wissen, dass die alle einfach nicht so mega gut sind. Und dementsprechend bin ich auch an The Chosen her und alle haben mir immer gesagt, hey Micha, du musst es schauen, ist mega gut und so. Und ich habe mir gedacht, nein, ich will nicht. Und dann eines Tages ist einfach gar nicht mehr gelaufen und dann habe ich gedacht, The Chosen, also gut, dann schauen wir es halt. Und ich sage euch, es hat mich reingezogen und es hat mich fasziniert, weil die Charaktere so mega zum Leben kommen. Und ganz besonders fasziniert mich die Pharisäer, die dort dargestellt sind. Und zwar, weil sie so eine Liebe und eine Überzeugung haben für das Gesetz und für das Wort Gottes. Und was mich so fasziniert hat, wir haben gerade gestern wieder geschaut, Dunja und ich haben zusammen geschaut, ich habe sie jetzt auch überzeugt, zum endlich schauen mit mir. 100 Worte, haben 100 Mal gesagt, es ist wirklich gut, ich lüge nicht, es ist gut, Dunja, musst schauen. Und dann haben wir es endlich geschaut. Und Dunja hat etwas ganz Spannendes gesagt, wo so ein Gespräch zwischen Pharisäern war. Sie schaut mich an und sagt, Micha, ist dir aufgefallen, dass das wie mir manchmal stimmt? Okay. Und da habe ich nochmal hergelassen und gemerkt, hey ja, das hat etwas. Wir können genauso tönen, wie die Pharisäer dazu mal getönt haben. Absolut überzeugt. Wir wissen es und wir haben es und wir haben es jetzt im Griff und wir haben genau verstanden, wie Gott funktioniert und wie er zu reden hat. Wir haben es studiert, wir haben es jetzt kapiert. Und tun Gott in die Schachtel drin hinein. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, wieso dass wir manchmal das Reden Gottes nicht verstehen können, nicht hören, weil er nicht in Schachteln daheim ist. Er lebt nicht in Schachteln. Wir müssen Gott nicht verstehen und limitieren in seinem Reden und sagen, wie das genau zu funktionieren hat. Wie Gott zu mir reden darf und anders geht es im Fall nicht. Nur durchs Wort und sonst läuft nichts, oder? Hey, wir haben manchmal falsche Überzeugungen, vorgefertigte Meinungen, wie Gott mit uns zu reden hat. Und ich glaube, das ist eine von so Decken, die es verhindert, dass wir neu hören können, was Gott dir und mir will sagen. Auch heute noch, in dieser Zeit, in diesen Tagen, wo wir drin sind. Gott will reden. Falsche Überzeugungen. Das zweite ist Rationalismus. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Ganz, ganz ein spannender Text. Wir lesen den. Es sind ein paar Verse, aber wir schaffen das. Ich schaffe es nicht in 30 Sekunden, aber wir kommen da durch. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Was sind das für feindliche Festungen, von denen da die Rede ist? Was ist das genau, wo der Paulus da beschreibt? Und er geht ein bisschen deutlicher und er erklärt, was das genau für Festungen sind und wie die Waffen funktionieren. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Die Festungen von unserer Zeit sind rationale Konstrukte, wo wir probieren zu etablieren, auf dass wir Sicherheit gewinnen und jetzt können voraussagen, was genau wird passieren und wie Gott funktioniert und was er rettet. Wir bauen logische Konstrukte, Rationalismus. Es muss alles erklärbar sein und da gibt es nichts außerhalb links oder rechts. Und Paulus sagt, die Gebäude werden niedergerissen. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Wir brauchen eine neue Demut, wenn es ums Reden Gottes geht. Eine neue innere Umkehr und Überzeugung, dass wir es nicht im Griff haben. Dass nicht einmal unsere genialen Gedanken grösser sind als Gott selber. Neue Demut, neue Anerkennung, hey, ich kann nicht alles erklären und es ist nicht alles in meiner logischen Kontrolle drin. Gott ist immer noch grösser als alles, was wir je gedacht und gesagt und überlegt haben. Das ist der zweite Grund, wieso das Gottes Reden manchmal in unserem Leben nicht so durchkommt, weil wir das Gefühl haben, wir haben es verstanden. Und es ist nicht logisch und es muss so und so und so funktionieren. Und Gott möchte das nicht reissen. Dritte Decke, die es gibt in unserem Leben, ist vielleicht Furcht. Vielleicht fürchtest du dich vor dem Reden Gottes. Es gibt ja immer wieder die Horror-Stories, weißt du, vom Reden Gottes. So, oh, der arme Missionar, jetzt hat Gott geredet und jetzt muss er auf Afrika. Oder?
Ist das nicht brutal, wie Gott manchmal einfach redet und dann ist es schlimm, weißt du? Und dann musst du folgen und dann ist dein Leben zu Ende, oder? Und ja, jetzt hast du es, oder? Jetzt hast du tatsächlich gesagt, Gott, ich bin da, brauch mich und jetzt braucht er dich. Nein, wie schlimm ist denn das, oder? Und es gibt manchmal so die falschen Gedanken von der Angst vor dem Reden Gottes. So alle, ja, ich glaube so, dass Gott redet. Und ich weiß, dass er noch lebendig ist und dass er noch nicht fertig geredet hat, aber ich habe Angst vor dem Reden Gottes. Was ist, wenn er mir Sachen sagt, die ich gar nicht hören will? Was ist, wenn jetzt er anfängt, Finger auf Sachen zu legen, die ich lieber nicht will, dass irgendjemand irgendetwas anlangt dort? Das ist ganz in Ordnung, so wie es ist. Und da sind meine Schutzgrenzen und Schutzmauern und Schutzdecken aufgefahren. Und ich will eigentlich gar nicht, dass Gott zu mir redet, weil ich Angst habe. Vor was dann Verfolgen von dem rauskommt. Sogar das kann eine Decke sein, dass wir Angst haben vor dem Reden Gottes und lieber nicht hätten, dass er zu uns redet. Ich möchte euch eine der schönsten Bibelstellen in der Bibel zeigen, Jeremia 29, Vers 11. Es offenbart das Herz Gottes so schön für dich und mich. Jeremia 29, Vers 11 liest sich folgendermaßen. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das beschreibt Gottes Plan für dein Leben. Er sagt, ich habe einen Plan vom Frieden für dich gebaut. Meine Gedanken über dein Leben sind nicht, ich will dir etwas wegnehmen oder ich gönne dir irgendetwas nicht. Oder ich will dich ins Elend stürzen und herausfordern über deine Grenzen daraus raus, sondern Gott sagt, meine Gedanken über dein Leben sind Gedanken vom Frieden. Meine Pläne, die ich für dich gemacht habe, sind Pläne, wo du kannst Frucht bringen kannst, wo es dir gut geht. Das Reden Gottes sollte alles andere als angsteinflößend sein für dich und mich. Es sollte bestätigend sein, aus einem Vertrauen daraus rauskommen, im Wissen, dass es keinen Ort auf dieser Welt gibt, wo ich je glücklicher, zufriedener, erfüllter, friedvoller leben als im Willen Gottes. Genau dort, wo er mich will haben, ist der beste Ort für mich. Und ich vertraue dem Vers jeden Tag wieder aufs Neue. Und ich will nie aufhören zu glauben, dass der Plan Gottes für mein Leben das Beste ist, was es überhaupt jemals gegeben hat. Ich muss keine Angst haben, wenn er mich ruft, sondern ich darf mich freuen, dass er mich ruft, dass er Gedanken über mein Leben denkt, dass er mit mir will reden. Weil ultimativ bedeutet das Segen und Frieden für mein Leben. Oder so wie es da steht, Sinn, Leidbefreiung, eine Zukunft, eine Hoffnung. Das ist der Gedanke Gottes über dein Leben. Und sein Wort gilt. Er hat Ja gesagt und Amen zu dem. Wir müssen nicht Angst haben vor dem Reden Gottes. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn er redet, dass das resultiert. Frieden, Sinn, Befreiung von Leid, Zukunft und Hoffnung. Das bringt das Reden Gottes in unserem Leben drin. Eine weitere Decke in unserem Leben ist vielleicht die Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Wir haben es jetzt gerade gehört vom Gedanken Gottes, vom Plan Gottes. Er möchte das Beste für dich. Das Problem ist, dass wir immer mal wieder das Ziel verfehlen oder dass wir eben nicht in dem Plan Gottes unterwegs sind. Dass wir das Gefühl haben, wir wissen es selber besser und andere Wege gehen. Und das macht es manchmal mega schwierig für Gott, mit dir und mir zu reden. Wenn wir fixiert sind auf unsere eigenen falschen Wege, in der Überzeugung, wir wissen es selber besser. Sünde ist etwas, was uns trennt vor Gott. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus hat die Sünde überwunden in deinem und meinem Leben. Wir dürfen wissen, dass Jesus den Sieg errungen hat über unsere Schuld. Dass er den Preis gezahlt hat und dass wir dürfen die Vergebung von ihm in Anspruch nehmen. Dass wir können sagen, danke Gott, hast du mir meine Schuld vergeben. Sünde ist nicht ultimativ trennend, aber wenn wir immer wieder Sünde zulassen,
bewusst nicht damit umgehen wollen, dann ist das wie eine Decke, die uns trennt vor dem Reden Gottes. Weil, wenn wir das Ziel verfehlen, wenn wir konstant nicht umkehren wollen, was kann Gott machen mit dir und mir? Wie kann er reden? Wie kann er mit uns einen Weg gehen? Das Gute ist, dass er immer noch will, dass er nie fertig ist. Aber Sünde kann wie so eine Decke sein, die es einfach trennt. Und Jakobus 5, Vers 16 ist auch ein genialer Vers dazu. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Wenn es so Widerstand gibt in deinem Leben, wo du jetzt merkst, wow, ja, da hat jetzt gerade etwas angesprochen, da gibt es das tatsächlich. Die Decke von der Sünde ist in meinem Leben drin. Ich fühle mich schuldig, ich fühle mich sündig, darum kann ich nicht mit Gott reden. Dann möchte ich dich ermutigen, Jesus hat deinen Preis gezahlt. Nütze den heutigen Sonntagmorgen, um diese Decke wegzuziehen. Geh nachher zu unserem Gebetsteam, sie sind gern für dich da, um mit dir zusammen genau das zu tun. Bekennen einander Sünde und beten füreinander. Das ist verurteilungsfrei. Du bist im Fall nicht der Einzige, der Sünde und Schuld im Leben hat. Wir alle haben Sünde und Schuld in unserem Leben. Und wir alle haben es nötig, immer wieder umzukehren zu Gott und ihm zu bekennen, Jesus, heil mich, mach mich rein. Ich brauche deine Vergebung. Das ist die 4. Decke. Die 5. Decke, ich glaube, die ist in unserer Zeit die schwierigste Decke. Und zwar ist die letzte Decke Lärm. Lärm. Es läuft so mega viel in unserer Zeit. Es läuft die ganze Zeit irgendetwas. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ertappe mich, wenn ich manchmal keine Minute einfach sein kann, ohne sofort den Instinkt, ich sage euch, der Instinkt ist krass. Abartig schnell, muss einfach Ablenkung. Irgendetwas muss laufen, es kann nicht laufen, es muss irgendetwas sein. Hey, in unserer Zeit gibt es so viel Lärm, so viel Einfluss, so viel, was um uns herum passiert und wir werden bombardiert mit Nachricht, Einfluss und News und das und dieses und dort und so viele Möglichkeiten für uns, um konstant abgelenkt zu sein. Und ich glaube, Gott ist manchmal da und will reden, klopft da und sagt, «Oi, hörst du mich? Ich bin voll auch noch da.» Und irgendwie müssen wir Zeit schaffen und alles auf die Seite tun. Und es ist so viel Lärm um uns herum, dass wir gar nicht Zeit haben, um wirklich auf Gott zu hören und mit ihm ein Gespräch zu führen. Psalm 46, Vers 11 sagt Folgendes. Seid stille. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Sind still. Wir halten die Stille manchmal fast nicht aus. Aber in der Stille kann Gott zu uns reden. Kann seine Stimme, seine leisliche und so laute Stimme gleichzeitig in uns drinnen anfangen zu reden. Ich möchte euch einladen, jetzt einfach gerade zum Ende von dieser Predigt eine Zeit von der Stille zu nehmen. Das ist ein Geschenk für dich. Vielleicht geht es dir wie mir und es ist schwierig, Zeiten von der Stille zu nehmen. Du darfst das jetzt als Geschenk anschauen. Du darfst jetzt einfach sein und still sein vor Gott. Vielleicht willst du den Psalm ausbeten, wir lassen ihn auf dem Bildschirm. Einfach in der Ruhe, wo du jetzt gerade bist. Und ich höre jetzt auf reden, weil wir sind jetzt still vor Gott.
Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit uns redest. Danke dir, dass du willst Beziehung mit uns leben. Merci vielmals. Dürfen wir damit rechnen, dass du mit uns redest. Ich wünsche mir eine neue Hungersnot in unserer Schweiz, in meinem Leben, in unserem Leben. Ein Sehnen, ein Verlangen nach deinem Reden, Vater. Dass wir neu dürfen uns nach dir ausstrecken, nach dem Wort vom Leben. Bitte mach uns hungrig nach mehr von dir. Weil du allein bist der die Antworten hat und wo unseren Hunger wirklich kann stillen. Amen. Amen. Ich möchte dich einladen, dich ermutigen, nimm dir immer mal wieder Zeiten von der Stille. Es muss nicht einmal Bibel lesen dann passieren. Es darf einfach mal eine Zeit sein, wo du still bist vor Gott und erkennst, dass er eben Gott ist. Ich darf jetzt das Abendmahl einsetzen. Ich darf vorlesen aus Lukas 22, Vers 19. Das Abendmahl feiern wir in Erinnerung an das, was Jesus für dich und mich da hat. Ich habe schon erzählt von der Schuldbefreiung, die er ermöglicht hat mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung am Kreuz. Und er hat in der Nacht vor seiner Kreuzigung hat er den Jüngern folgende Worte mit auf den Weg gegeben. Und ich darf lesen aus Lukas 22, Vers 19. Dann nahm er Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen das Brot nehmen. Das symbolisiert den Lieb Christi, sein Opfer am Kreuz. Ich möchte Dank dafür sagen, für was er da hat. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Lieb hingegeben hast. Dass du das Opfer auf dich genommen hast, dass du den Preis gezahlt hast für all meine Verfehlung. Merci vielmals dürfen wir heute an das denken und dürfen wir uns daran erinnern, an wer du bist und was du da hast, Jesus. Amen. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Das Gleiche tun mit dem Kelch, der den neuen Bund symbolisiert. Jesus Christus, ich danke dir, dass du einen neuen Bund geschlossen hast. Dass du die Brücke geschlagen hast von uns zum Vater. Und dass du ein neues Bündnis ermöglicht hast, dass wir Menschen neu zum Vater kommen dürfen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du das Blut vergossen hast. Und dass wir heute am Morgen feiern dürfen, dass wir in einem neuen Stand sind mit dir. Dass ein neuer Bund geschlossen ist. Ein Bund, wo der Preis vollumfänglich gezahlt worden ist durch dein teure Blut, Jesus. Wir loben dich und wir preisen dich. Amen. Amen. Ich darf euch jetzt einladen zu einer Zeit von der Anbetung, wo du das Abendmahl reinnehmen. So machen wir es so, die Band wird uns jetzt dann gerade leiten in einer Zeit von der Anbetung und wir dürfen einfach dazu aufstehen und nachher dürfen wir einfach reihenweise vorkommen, nehmt ein Brot, nehmt einen Kelch, einen Becher mit euch Platz. Nehmt euch einfach Zeit, um Jesus ganz persönlich Danke zu sagen. Dort, wo du bist, in deiner Reihe, du und Jesus, sag ihm Dank für das Opfer, das er für dich gebracht hat. Feier den neuen Bund, den du hast mit dem Vater. Es ist freiwillig, es muss niemand Abendmahl nehmen. Aber für alle die gerne möchten, das bekennen und bezeugen, die dürfen gerne das Abendmahl nehmen. Für alle die gerne möchten sagen, danke Jesus, hast du den Preis gezahlt. Danke Gott, gibt es den neuen Bund. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Lass uns jetzt aufstehen, dürfen die Band übergeben, wir steigen ein in die Zeit der Anbetung und dann kommen wir einfach reihenweise führen, nehmen das Abendmahl, gehen wieder zurück am Platz.